Robin, Joel? so, hast du Lust, vielleicht mit mir so eine halbe Stunde lang darüber zu schwätzen, wie ihr über Sex schwätzt? Also, wir könnten das vielleicht ein bisschen mit planen, aber wir können auch so einfach dann gucken und dann wissen wir ganz genau von denen, was wir mit denen schwätzen werden und da lief das schon ein bisschen so wie am Film. Also Joel, wenn ich dir da gucken, da weiß ich ganz genau, was ich will und ganz genau, was du von mir willst. Also komm mir lehnen einfach los. Das Heu aus Maybe Sex. Wir schwätzen als Mittwoch über den anderen Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Ma willkommen am Morgen bei Maybe Sex. Mein Name ist Joel und schwätzelo mit Robin darüber, wie ihr über Sex schwätzt, über Kommunikation, vierum, während, am Nom Sex. Und wir schwätzen darüber unter anderem, weil wir wollen immer einen Mythos abraumen. Wir haben die schon ein bisschen angedeutet am Intro. Willst du ein bisschen etwas darüber erzählen, Robin? Ja, also ich meine, das ist von meinen Favorite-Mythen. Und zwar die Vorstellung, dass sie sich an da guckt, an das dann Gesichter sich los und den unnäheren, an sich kusst, an sich fern kriegt, an dass sie dann zusammen am Bett dich auf der Kusch, wo auch immer ihr gerade steht, man die Land und dann die beste Sex zu seinem Leben hört. And all is well. Das ist nicht die Realität. Wenn das eher Realität ist, melde ich bei uns, weil da gibt mir gerne ein Wirtchen mit dir schwätzen. Ich meine, dass das für die meisten Leute echt da nicht so passend ist, aber wenn ihn dann probiert, so Sex zu haben, dass das dann oft an Frustration endigt. Also können wir schon feststellen, dass es wahrscheinlich ein bisschen besser ist, für drüber zu schwätzen. Eine Phrase, die ihn aber oft hört, dass das so passiert, dass das so geschieht, das tut sich so ergehen. Und Heinz zufrieden sich dann, okay, wer ist also genau passiert? Sie da gefallen und dann wird es zufällig plakisch. Und also meistens geht ja aber ein bisschen eine Planung für raus. Ja, also ich verstehe auch nicht, wie Leute können irgendetwas rechtfertigen am Dingen, da das einfach so geschieht. Es war, wie wenn wir vom Blitz getroffen wären und wir haben einfach mal den Sex gehabt. Und also, ich habe die Erklärung schon mal hören. Wirklich, für reale Leute, mit denen ich froh bin. Und ich habe mir gedacht, hast du einen Schlag? Oder war das so geschieht? Weil das hat doch definitiv nicht bei den Personen gepasst, für so Sex zu haben. Und es war absolut weird. Und sie konnte mir wirklich nicht erklären, wie das geschieht war. Ich habe schon nie gefragt, wie der Sex war. Ob er gut war. Das habe ich mir nicht angemost an der Situation. Aber ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das die beste Sex in ihrem Leben war. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Darüber schwatzen wir gleich noch mehr. Also, ich meine, dass das eigentlich sagt, aber gut, dass den so das Gefühl hat, dass ein guter Flow da. Und es muss ihn dann nicht mehr so viel schwätzen. Aber vielleicht leitet das dann oft durch, dass er vier drin eine gute Kommunikation hat. Was sind da Sachen, die du, wenn du mit deiner Person Sex hörst, egal ob du eine neue Person ist oder eine Person, mit der du schon Sex hast, was du auf jeden Fall willst klären? Also, ich habe so ein bisschen meine Regel für mich, dass, wenn ich mit einer neuen Person, wenn sich da etwas entwickelt, was unweigerlich irgendwann zu Sex feiern wird, wahrscheinlich, dass ich dann sowieso ein Kehr an einem neutralen Moment ein Kehr Gespräch darüber anfangen, weil ich es weird fand, für mit Leuten Sex zu haben, ohne bestimmte Sachen aufzuklären. Also, was ich jemand gerne aufklären sind, 4 Leiften und No-Gos. Also, gerade an einem kinky Kontext auch so, überhaupt so, bist du into kinky Sachen oder nicht? Und dann war ja, was sind denn 4 Leiften? Was ich auch mega wichtig fand, das Thema Safer Sex. Also,
Birth Control für wann eine Schwangerschaft eine Option wir, wann das so mal biologisch so kompatibel wir, aber auch STD Protection, also gerade an nicht monogamen Beziehungskonstrukte fand ich das immens wichtig. Mir auch bei monogamen Menschen hat das doch eine große Relevanz, weil auch die können gewisse Krankheiten kriegen. Und dann mit queeren Leuten habe ich dann noch eine ganz andere Diskussionen wie mit nicht queeren Leuten, gerade wenn ich mit Transmenschen, intergeschlechtliche Leute oder nicht-binäre Personen Sex habe, unterschieden sich meine Konditionen uneinke ganz stark von denen, die ich mit Cis-Leuten habe. Also zum Beispiel klerne ich immens gerne auf Terminologie für Körperteile, weil nicht alle Transpersonen aus mit der nämlich der Terminologie zufrieden. Also ich kenne zum Beispiel Transmänner, die zu ihren Genitalien als Vulva oder Vagina referen. Ich kenne aber auch für die, das ein mega Trigger ist und die das auf gar keinen Fall wollen so bezeichnen tun. Ich kläre so insgesamt so Dysphorie auf. Das heißt, was sich aufgrund von ihrer Geschlechtsidentität nicht gut fühlt. Also. Und das sind natürlich Sachen, so, wenn ich das nicht mache, da kann ich nicht Sex mit Leuten tun, weil dann sind ich viel zu viel anxious, dass ich irgendwas machen kann, was der Person überhaupt nicht passt und wo man das hier eventuell Schulde kennt. Und ich will das nun mal ganz gerne vermeiden. Und du, Joel? Weil das sind auch viele von den Sachen, die du genannt hast, sind auch Sachen, die ich aufchecken, je nachdem halt, wen die Person ist. Ich fand Safer Sex, also egal ob es um Birth Control geht oder um STI, fand ich auch extrem wichtig für aufzuchecken, was du Präferenzen sind. Ich fand interessant, dass das bei verschiedenen Dating-Portalen schon so ein Feld ist, das ich kann ausfüllen, was für eine Form von Safer Sex ich praktizieren will. Das hängt aber vielleicht auch ein bisschen von der Klientel von den Apps auf. Interessanterweise merke ich auch an ganz vielen Apps, also ganz viele verschiedenen Dating-Apps, dass Leute ihren Impfstatus umgehen, das ist vielleicht an Covid-Zeiten auch gar nicht so schlecht, für das einfach aufzuchecken, so, bist du geimpft, wie bist du getestet, vor allem, wenn eine neue Person ist, wo du vielleicht nicht mega oft gesagt, wo ihn da vielleicht auch einfach will, sein Gesundheitsbühl so gestalten, wie ihn das will. Also das ist ja vielleicht auch nicht so schlecht, wie vier einem Treffen einen Covid-Test zu machen und einfach zu wissen, okay, das du also hallefähig safe. Dann fand ich eigentlich viel davon auf, wer den will machen. Also wenn der schon viel ein bisschen aufgeklärt wird, dann gehen es vielleicht auch Sachen, die ich kann frohen, die vielleicht noch wichtig sind zu frohen, gerade wenn es um Kinky Sex geht, also gerade wenn es um BDSM geht, da fand ich es schon wichtig zu wissen, nicht just, dass du aus mir viel läuft, aber vielleicht auch, was stellst du dafür, was soll da ungefähr passieren, was die Sachen, die möglich sind, was die Sachen, ob dich losstößt. Aber ich fand, das sind auch Sachen, die kann ich auch am nicht kinky Kontext gerne frohen. Also das ist nicht so, dass den immer das Service muss machen und das ist nicht so, dass den immer auf das Service Bock hat. Und ich fand es zum Beispiel ganz praktisch, für zu wissen, okay, die Person hat Lust ob X, Y und Z und vielleicht nicht so ob das da und dann kann ich mir raussichern, was davon ich Lust habe zu machen oder ich so auch die Sachen, ob die ich Lust habe und wir fahren raus, und alle beide mega Bock auf Y und da können wir das machen. Ja, also ich freue Leute immer mega gerne Toys, diese Hunde, weil dazu für mich zumindest eine gute Indikation ist von dem, was sie gerne haben. Sie haben immerhin einen gewissen Zomm an der Toy investiert, das heißt, das muss ihnen noch schon etwas wert sein. Und dann kann ich gucken, okay, was für Toys hast du, wie setzt du die am nächsten an? Und da kann ich gucken, wenn die Person mal davon erzählt, so, okay, ist das etwas, was ich auch mega cool fand, ist das etwas, wo ich viel will zu sehen, was ich eventuell ein ausprobieren will, oder ist das etwas, wo ich einfach weiß, no way, das möchte für mich gar nicht. Und dann kann ich mal drüber schätzen, was ich so gut gefunden während dem Sex. Und was mir auch noch ultra wichtig ist, gerade als Person mit einer gewissen Mental Health History und einer Trauma History, mit negativen Erfahrungen, also auch darüber zu schwätzen. Gerade weil zumindest viel von Mengen SexualpartnerInnen haben auch eine gewisse Baggage und da fand ich doch wichtig, einfach darüber zu schwätzen, was sind
potenziell Trigger, die du hast, was sind potenziell Situationen, die können abkommen. Also zum Beispiel, ich habe einen gewissen Risiko für zu dissoziieren und ich muss Leute, mit denen ich Sex und Musik erzählen, wie das ausgesehen, aber worin sie das erkennen, dass ich einfach nicht mehr da sind, aber wie sie dann am besten sollten mit mir umgehen. Mir auch, was sie machen können, für das zu evitieren, und was meine Trigger sind, die meine Dissoziation auslesen können. Und dadurch, gerade wenn ich weiß, dass die andere Person einen gewissen Mental Health Baggage oder ein Trauma Baggage hat, fand ich das auch eine ganz wichtige Diskussion. Mhm. Da können natürlich auch andere medizinische Probleme sein, die ich kann haben, wenn ich nicht gern schwerfällt, schon ein Beispiel das Mut gezaubert, dann also vielleicht einfach gut für der Person das zu sagen, dass die sich vielleicht nicht allzu viel erfährt und vielleicht auch wie es von denen merken kann. Panikattacken als auch so etwas, wo ihr vielleicht wisst, dass den dazu neigt, wo ihr dann vielleicht auch der Person so kann, hey, das kann passieren, das ist nicht schlimm, aber das kannst du da merken, viel mehr zu helfen. Das ist immer besser, selbst viel zu wissen, weil wenn ihr bis in der Situation ist, als das dann auch für die Person, die nicht eine Panikattacke hört, nicht mehr ganz so angenehm, für das daraus zu finden, was sie dann soll merken. Ja, oder auch ich fand das apply doch für Leute mit Disabilities, das heißt mit körperlichen Behinderungen. Das heißt einfach für zu gucken, okay, was sind denn Möglichkeiten, was tust du gern, wo kann den Disability dich eventuell ausschränken, aber wo nicht, oder einfach für so mit sich selber ein bisschen mehr alles zu sehen vielleicht, von das so erneut Fall ist, wo es sich begeht. Genau, das wären eigentlich all die Sachen, die man für Sex will erklären. Oder wolltest du noch mehr speziell erzählen, was du checkst mit einer Person, mit der du Sex hast? Ja, also das waren von alle Sachen, die ich mehr so einkehr so aufklären, aber wo ich mal da probieren, das wirklich zu verhalten und da durchzugehen. Mir ist schon einfach gerne für ein Allkehr, das ist Sexen. Also wenn ich merkt so, wenn ich zusammen ist und merkt den, okay, das heute lebt lo, ob Sex raus, so ein kleinen so Mini-Check-in am Anfang, so hey, wie fühlst du dich heute? Hast du heute irgendwie etwas, worauf du mega Lust hast, so, was du unbedingt willst heute machen? Oder auch hast du heute etwas, was du normalerweise gerne machst, worauf du heute überhaupt keine Lust hast? Und auch so, gerade als nicht-binäre Person, die immer nur ganz unterschiedlich Leveln und Dysphorie hat, also mir dann auch wichtig für mich zu teilen, wie ein Körperdeler halt okay sind und wie ein nicht. Und für das auch von der anderen Person zu erfragen, hey, hast du heute irgendetwas oder irgendeinen Platz, hast du heute nicht so gepackt gehen, die so okay ist, oder irgendetwas anderes, was du mal mitteilen willst, für das man eine so schöne Erfahrung wie möglich mit denen haben. Du fragst mich auch immer, sind nicht die einzige Person, die das so religiös hält, oder müsst du da doch, weil ich will nicht wirklich eine Checklist, die ich aufhaken, mich schon an meinem Kopf aber schon so gewissen Dinge von, okay, ich habe eine kleine mentale Checklist, die ich gerne aufhaken. Müsst du da doch? Also ist schon nicht unbedingt eine mentale Checklist, die ich aufhaken, all Chaos, schon aber auf jeden Fall, wie ich vorhin gesagt habe, so die Gespräche, worauf hast du Lust oder was kann passieren. Für allem im Kinky-Bereich fand ich das wichtig, für darüber zu schwätzen, ihr den aufhängt, irgendetwas zu machen, mir auch halt bei Sex, den nicht unbedingt kinky soll sein oder wo ihr das Gefühl habt, wir machen kein groß BDSM-10, fand ich auch nicht schlecht für notzufreuen. Was ich am Anfang spannend fand, was du gesagt hast, als du weißt dann, dass es unausweichlich zu Sex kommt. Ich fand das ein spannend aus, so spannend froh, weil ich weiß nicht, ob ich das immer so direkt so weiß. Heißt du, fand ich dann auch gut zu freuen oder einfach zu sagen, hey, ist schon loslos Sex zu haben. Und dann kann ich natürlich aufhängen, sich gegenseitig Kleider auszudoen und direkt loszulegen. Vielleicht als eine Person mehr Stimmung wie die andere oder nicht, dann muss ich vielleicht doch einfach eine Methode finden, wie ihn dann auf dieselbe Level von Erregung könnt oder ob ein ähnliche Level von Erregung könnt. Du kannst die Menschen hilfreich sein, darüber zu schwätzen, worüber ihn da Lust hört, weil meistens könnt dann über dem Schwätzen die Lust einfach ran,
Das ist ein bisschen wie beim Essen, wenn man sich Fotos anguckt von leckeren Plan, dann kriegt ihr meistens auch schon ein bisschen Hunger. Und wenn ihr darüber schwätzt, wer den alles Kind kochen, da kriegt ihr meistens auch schon ein bisschen Hunger. Das heißt, das ist manchmal auch eine interessante Methode für einerseits zur Stimmung zu kommen, und andererseits dann auch halt aufklären zu können, was sind Haut 4 Läften. Ja, also ich muss auch so, und da habe ich mich missverständlich ausgedrückt, du hast doch recht. Ich fand noch, da Dinge von unausweichlich, ob Sex rauslaufen, geht es nicht, weil es keinen garantierten Sex so. Das war kein guter Ausdruck. Aber so, wenn ich merkt, dass es kein in die Richtung laufen von Sex, dann habe ich angefangen, und ein so kleine Gespräche über so Daily Needs, mir auch, wie du siehst, so drüber, okay, was willst du lo? Willst du Sex haben? Willst du nicht mehr ein bisschen rumknutschen? Oder was ist gerade so dein Comfort-Level, wo man wärst froh? Aber natürlich stellt sich doch immer ein bisschen so das Risiko, dass ich selber nicht genau weiß, worauf ich gerade Lust hat, und dass doch die andere Person nicht so genau weiß, worauf sie Lust hat. Joel, was müsst du dann an der Situation? Oder hast du eine Idee? Also, das ist etwas, was eine Zeit lang mit einer Person, mit der ich regelmäßig Sex habe, öfters passiert ist. Und wir haben uns dann ein bisschen so gefragt, okay, was ist das lo? Ist das lo mega komisch? Und am Anfang sind wir dann darauf gekommen, dass das alles gut geht, mehr darüber zu schwätzen, auch am Voraus. Und mehr mitzuteilen, was so Optionen wären. Wenn den dann immer nicht weiß oder wenn den irgendwie so undecidiert ist, dann heißt das meistens, dass den einfach noch ein bisschen Zeit braucht. Und die Zeit kann den überbrücken, zum Beispiel an dem sie sich himmelt, an dem sie kuschelt, an dem sie sich kusst. Also so Sachen möchte, die nicht inhärent sexuell sind, mit die aber durchaus dazu feiern können, dass einfach Lust mich rausgeht und dass einfach dann mehr Bock darüber hat, für halt die Sachen zu machen, die zum Sex gehören. Ja, das fand ich schon von Kirchstärkster Rotschlag. Ich meine, wir haben schon ganz viel darüber geschwärzt, was wir für Sex machen, was wir für Sex gerne wollen zu Spruch bringen, wie wir kommunizieren. Wie ändert sich das dann während dem Sex? Also, wie kommunizierst du während dem Sex? Am Anfang nicht so viel anders, außer dass es vielleicht dann mir kurz ist, an der sich nicht mehr so viel Zeit kann oder will holen. Und da hat immer ein bisschen so die Angst mitschwingt, dass ich etwas Kind Futti mache, wenn ich schwätzen oder wenn ich eine Frage stellen. Ich fand, das ist eine Angst, die soll den am Anfang auflehnen oder probieren aufzulehnen, weil meistens geht es durch Kommunikation besser und nicht mehr schlecht. Aber wenn ich wirklich in einer Situation wie die aufgebracht gehen, weil ich nicht etwas sehe, dann ist es wahrscheinlich besser, die Situation aufzubrechen und darüber zu schwätzen, was gerade passiert ist oder was gerade passieren soll. Also für mich gibt es zwei großartige für zu kommunizieren oder Sachen, die ich kann suchen. Das eine ist so wirklich Kommunikation, also Sachen nachfragen, Sachen vierschlagen, so ein, okay, lo geht mal durch, kommen wir mit einem Anschluss, so ein, mein Knie geht weh, kannst du wahrscheinlich ein bisschen regeln. Ich muss mich irgendwie anders das hinsetzen. Und da geht es aber auch nach, das, was ihr vielleicht Dirty Talk nennt. Also, wo ihn zwar schon kommuniziert, aber ich da nicht so schnell nur technische Detailer, aber du als Spruch am Anfang auch ein Instrument für Sex zu haben. Ja, absolut. Ich muss so, was mich immer, also du hast selbst so geschwärzt, was mich immer ein bisschen rose mischt, das ist am Anfang die immens toxisch Notion davon, dass Kommunikation während dem Sex, der magische Bund, den du zwischen zwei Leuten ansteht, die sich schon telepathisch man nicht verstanden können, weil sie einfach so die Connection man den haben, dass Kommunikation da zerstört. Geht natürlich auch ein bisschen so durch Film und Fernsehen und ich meine auch jeweils durch Pornografie verstärkt. Ich schon noch müssen lernen, dass Kommunikation während dem Sex normal als schön ist und dass man da dann von gut geht, weil am Anfang, wie ich damit angefangen habe, für mich während dem Sex zu kommunizieren, hat sich da doch ein bisschen drollig gefühlt. Genauso wie Konsens hier oft auch wahnsinnig deromantisiert wird und als so etwas Disruptives so gesehen. Ich meine, das ist aber alles eine Sache von der Gewöhnung
schon dann funktioniert das dat an Filme am Fernsehen also nicht mehr durchgestaltet wird wie schön ist das am Anfang ist wie gut das ist. Ja, du gehst auf jeden Fall recht an Schmengen, dass beides am Anfang an dieselbe Richtung kann gehen oder dasselbe kann Sinn. Also wenn eine Person frohen, findest du das gut, soll ich weiter, dann war da mehr davon ist ja bald schon explizit noch Konsens. Und wenn die Person mal sagt, ja, mehr das weiter, dann umso besser. Also ich fand, dass am Anfang du schlägst den zwei Mecken mit enger Klappe, wie ihr das so schön seht, von den einerseits nur Konsens fräsen, andererseits dann weiß, okay, dass du der Person gut, dass du als etwas mal Lust tun zu machen. Wie ihr den Konsens genau ausgestaltet, das kann ihr sich ja immer noch aufmachen. Also du könnt ihr darum, ob das vier drohen, du kann ihr sich auch die witzigste Weise für zu kommunizieren ausdenken. Kelly hat eigentlich an der letzten Episode eine Rubrik darüber gemäht, wo es um Kommunikation mit dem Partner, mit der Partnerin gegangen ist. Da gehen dann verschiedene Tools vorgestellt, die ich kann benutzen. Ja, ich muss auch so also Konsens erfrohen und den Konsens nachher noch frohen. Also am Anfang auch so, das meiste war ich so während dem Sex kommunizieren, halt immer im Frohen, hey, also okay, wenn ich Start mache, willst du, dass ich Start machen? Etc. Und ich schon aber auch während dem Sex, so dass ich gerne hast du mal so kleinen Check-in, so insgesamt so fühlst du dich gut aus alles an der Reihe. Oder stimmt gerade irgendwas nicht. Weil zumindest bei mir ist das so, dass ich mich hast du an etwas verlieren und dass es dann gut ist, wenn eine andere Person mich zurück an die Realität bringt, und fragt, hey, passt noch immer. Und ich dann auch die 1 Sekunde hun an erinnert gehen, für mal die 1 Sekunde zu holen, dann kann mich ran zu hochschen und zu gucken, ob da wirklich alles okay ist. Und ich würde so, weil ich auch interessant fand und ganz wichtig fand, als du bisschen die Diskussion über wem seine Responsabilität ist, für mehr zu kommunizieren, weil zum Beispiel gerade an mehr kinky Sex so, wenn ich eine Person dominieren, dann sind ich der Meinung, dass das zum Beispiel mehr Menge Responsabilität ist, für zu kommunizieren und zu erfragen, ob der andere Person gut geht, weil ich auch eine gewisse Macht über die Person habe. Und gleichzeitig erwarte ich, dass von einer anderen Person mich mehr dominiert und ich muss der Kontrolle aufgehen, dass sie die Verantwortung unhält und echt hält. Und ich fand auch, dass auch bei nicht kinky Sex, also mehr im Allgemeinen, fand ich so die Frage, wen hat Responsabilität für zu kommunizieren, ganz spannend in Bezug auf so Machtverhältnisse, also so Erfahrung, Alter. Da fand ich auch, dass die mehr erfahrene Person, die oft doch die mehr Altperson ist, nicht immer, mehr oft, definitiv auch mehr Responsabilität hat für so Kommunikationen und Konversationen noch umzufangen. Ich meine, ich gehe da grundsätzlich recht. Ich weiß nicht, ob ich immer an alle Details oder ob das auf alle Beziehungen immer so zutrifft. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach Leute gibt, die für sich aus mehr kommunizieren. Aber dann ist das Problem vielleicht sowieso nicht so da, weil auf jeden Fall nicht gut ist, als einfach nicht zu kommunizieren und unzuhören, dass das schon passen wird. Oder so zu machen, wie wenn den über nichts geschwärzt hätte, den dann einfach mal ein Kind machen und wenn dann bis irgend nie seht oder bis irgend seht, dass du well nicht gut, weil das nicht so wie es soll sein und das führt dann dazu, dass Leute verletzt gehen und dass Leute am schlimmsten Fall halt ja irgendwelche Traumen davon drohen oder sonst Probleme kriegen und am besten Fall einfach kein gutes Sex wäre. Das ist effektiv eine spannende Frage, wem es ist für den ersten Schritt zu machen. Das finde ich nicht immer so einfach für wirklich Sachen zu fragen, weil ihn sich ja ein bisschen an so eine unsichere Position geht. Und du kann es ja auch schwierig sein, nur etwas zu fragen, was den sich wünscht, weil er sich dafür schummt. Ja, und noch so, weil das ja doch einfach ein bisschen etwas, weil ich ein bisschen zu viel habe, mir schon immer ein bisschen Angst, eine Person uncomfortable machen, weil ich so to jump the gun gebe am Englisch zu sagen. Wenn ich gerade mit einer neuen Person und ich Angst, die Person dann uncomfortable zu machen, indem ich zu sehen, ja,
am Anfang gebe ich irgendwann ein ganz gerne mit dir Sex tun, komm ich schwatzen darüber, weil ich will nicht mit der Sex und nicht, dass ich mit darüber geschwatzt tun. Und die andere Person vielleicht beim komplett anderen Level aus, und wie weit sie mit mehr gehen will. Und mich ist sich natürlich auch zu einem gewissen Grad ziemlich verletzlich, an dem man sieht, hey, komm ich schwatzen darüber und ich breden dir lo etwas über mich aus, was die meisten Leute wissen und was doch immens privat ist einfach. Also das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass die Person da sieht, nee, ich habe keinen Bock, mit dir Sex zu haben. Und das geschieht ja dann an einer Form, wo du kannst noch ein bisschen raussichern, wie nicht das geschieht, an was für ein Raum das geschieht, an wie sicher du dich an dem Raum fühlst, wo das geschieht. Und wenn das mich spät geschieht, nämlich an dem Moment, wo du der Meinung bist, also das nur im persönlichen Du, wo in der Meinung ist, ah ja, ich habe der Person an den geguckt, dann sie hat mich zurückgeguckt, dann ist schon genau gesehen, dass sie Sex mit mir wollte. Und da sieht die Person, das ist nicht, was du gerade willst, ist mir nicht das selbe wie ich. Können wir nicht geben, mal 3 Schritte zurückgehen. Dann ist in einer viel mehr unkomfortabler Situation und hat sich am Anfang noch mehr blamiert, hat in einer Person, eine Person noch mehr uncomfortable gemacht wie 4 schon. Also dafür ist das einfach umschwätzen, auch wenn das nicht so einfach ist, wie ihr das halt seht, wahrscheinlich immer noch die besten Optionen. Definitiv, also nicht kommunizieren lädt zu wesentlich mehr schlimmen Resultaten, wie kommunizieren. Und das ist vielleicht das, wenn ich dann immer man kann an den Kopf holen oder soll am Kopf behalten. Ne? Das kann natürlich immer sein, dass den enttäuscht wird, aber dann geht den halt auf einem Niveau enttäuscht, wo dann nichts Schlimmes geschieht, außer vielleicht ein bisschen Heartbreak oder eine Enttäuschung. Und mit der kann ich lernen, umzugehen. Oder umgehen, dass eine Person irgendwie verletzt wird, das ist ziemlich schwer. Absolut. Zum Thema Kommunikation beim Sex habe ich aber am Anfang noch ein freundes Joel, sagen wir Aspekt, den wir noch nicht so ugeschwart haben. Lachst du gern beim Sex? Ja, ich fand es schon. Also schon mit einer Person, mit der ich öfter Sex habe, so einen kleinen In-Joke, dass man dann immer so ein der auch witzig ist beim Sex, das finde ich an einem Sex-Podcast hören. Das dann hier diese Podcast, an dem das schon mal gesagt hast. Ich fand das schon ziemlich cool, für beim Sex zu lernen. Schon auch viel drauf, was du gesagt hast, du gehst von allem nachfragen beim Sex, für die hauptsächliche Kommunikation. Und ich so gedacht, bei mir ist das ein bisschen ähnlich, dass öfters mal ein Witz oder so ein Sache wie, ich habe gerade einen Haar am Mund, können wir kurz oder können wir kurz regeln. Dann aber auch, und das wird nicht erklären zu den der andere Person so wie schön oder wie flott oder wie geil so aus. Das fand ich auch ein wichtiger Teil von der Kommunikation. Absolut. Ich gehe da mit allem, was du so raschst. Und schon eine Lache beim Sex so gut. Also ich fand das so schön, für beim Sex zu lachen. Gerade vor vielleicht so ab es krank schief gegangen ist, wenn ich in diese Stück abgestoßen wird oder ich gerade ein Haar am Hals hört, was nicht so leicht rausgeht, dann fand ich Lachen einfach so schön, so Tensionbreaker. Und das ist einfach so ein kleiner Moment auch für sich zu entspannen, auch für dann sich können und dann zu gucken und dann zu grinsen, oder können weiterzumachen und darüber zu grinsen, was den am Anfang gerade erlebt wird. Schon nicht richtig schuld, weil Leute sich beim Sex selber so tun, dass sie nicht können über sich lachen an der Situation. Das fand ich ziemlich unsexy. Ja, fand ich auch. Also, das ist nicht so unbedingt die beste Eigenschaft, für sich so zu wollen. Und wie so viele am Leben als Sex einfach mir einfach, wenn den Heinz du mal auch kann drüber lernen. Absolut. Und am Anfang, also wenn ich ein bisschen drüber nachdenkt, am Anfang ist es auch ziemlich absurd, was alles so geschehen kann, geschieht. Und dass man das alles so enorm sicher gern hätten. Und dass es trotzdem so Spaß macht. Nee, bon, das fällt ein bisschen viel philosophisch. Vielleicht können wir darüber ja eine kleine Episode machen, über die Absurdität vom Sex. Weil Hans, du hast so Momente, wo ich so ein bisschen so an das Universum drifte und immer so denke, boah, Sex ist am Anfang so weird. Das, was wir da machen, ist am Anfang so von außen geguckt, ist so drollig. Aber irgendwie sind wir so konstruiert und so gewired, dass wir das richtig, richtig gut fanden.
Mir egal, das ist für eine andere Episode. Hüsse die Gedanke während dem Sex, aber ja, schwätzt du auch dann darüber. Wieso hatte ich noch nicht während dem Sex? Mir wusste es so. Habe ich ein bisschen Angst, dass es so eine selbsterfüllende Prophezeiung gibt. Das ist mein Ziel für das Staffel, dass all die Leute, mit denen ich schwätze, immer so, und die nächste, wenn das geschieht, muss ich bestimmt um das denken. Also, wenn mir das geschieht, dann werde ich da definitiv Bescheid sagen, wenn du das willst. Yes, wenn es klifft. Und da werde ich doch definitiv ausschwätzen. Eine Sekunde, ich habe gerade dick die Erlichtung über die Absurdität vom Sinn auf Sex, auf Sexualität. Ich brauche einen Moment. Ja, mit kann den auch, darf auch eins so echt Ja. sein beim Sex. Der will auch eine Erleuchtung holen und das dann ausschwätzen. Das ist auch okay. Aber vielleicht ist am besten, die schwätzt vier drin mit ihren Partnerinnen drüber, über wie viel philosophische Themen da währenddessen schwätzen wollt. Also wenn man nur genug man nicht geschwärzt haben, genug gelehrt haben, genug philosophische Erleuchtungen hatten, vielleicht 1 bis 26 Orgasmen, aber nicht zwingend, dann irgendwann hält der Sex ab. Wir haben damit nicht zu kommunizieren, oder? Also, normalerweise drehe ich mich einfach um und schlafe an und dann stehe ich den nächsten Tag um 6 Uhr auf und ich sehe die Person nicht mehr rum. Nee, natürlich halt man nicht ab zu kommunizieren. Siehst du die Leute, merci. Da ist ein gut froh. Ich weiß so, ich hatte eine Occasion, wo ich einer Person merci so tun, tatsächlich. Weil es für mich eine Situation war, die immens stark zu meinem Trauma gelingt war, an dem ich immens viel Überwindung gekostet hat. Und da habe ich der Person merci gesagt, weil sich an dem Moment während der Situation immens viel für mich gelöst hat und an meinem Kopf ein riesengroßes Blockade losgegangen ist und ich habe es überkommen, was mich seit einem Jahrzehnt mit mir rumdrohen. Und da habe ich merci gesagt, ja, das war ziemlich emotional. Mehr im Normalfall so nicht, aber nicht okay ist. Merci. Ich weiß vielleicht echt an mein Dankbarkeit für ein schönes Erlebnis. Auch nicht so durch Intimität, die dann nicht sexuell ist, an dem ich einer Person Wasser bringen oder nur hier gucken, einfach nur. Also ist so schon bald immer merci. Wenn ich schon denken, also, oder ich so nicht merci, wenn ich nicht dran denken. Mir meistens denken schon, und meistens ist mir da irgendwie wichtig, ich fand das dann für ein Leben Gest. Aber ich bin natürlich schon nicht beleidigt, wenn ihr nicht merci seht oder so. Und ich finde das einfach für mich so angebürgert bei mir, dass ich die Leute merci so um Sex. Und ich das auch am Anfang ganz flott fand, wenn ihr sich irgendwie das seht. Aber das Weisen ist natürlich auch extrem wichtig. Und sich im Leid kümmern ist auch ganz wichtig. An meiner bescheidener Meinung. Es gibt da natürlich einen Punkt, den nennt sich Aftercare, das beim BDSM extrem wichtig. Wir hatten in der BDSM-Episode schon drüber geschwärzt, wir haben so auch schon heinst du, das wird benutzt, Aftercare. Ich fand, dass das auch Vanilla Aftercare soll gehen oder gut, wenn ihn kein kinky Sex hat oder kein BDSM 10 hat, dann kann ihn auch Aftercare machen. Du hast noch schon ugeschwert engem Glas Wasser bringen, wat mir auffällt aus enger Person ein nur schnappisch Räschen oder sonst irgendetwas, wo man sich kann aufputzen von was für Körperflüssigkeiten auch immer gerade irgendwo sind, die vielleicht nicht durch sie sollen oder die vielleicht nicht ewig durch sie sollen. Da das so ist, dann kann er natürlich auch nicht einen Tee machen, es kann in eng Decke sicher gehen, es kann in enger Person anbieten, die ege Kleider unzutun für den Moment. Oder hier Kleider gehen, von sie das, was sie für den hat, nämlich will tun. Fallen dir sonst noch Sachen an? Schon, du hörst so ganz viel oder größtenteils zu nonverbal Kommunikation, oder echt so Justin erwähnt, gebe ich das mal nennen. Ja, das wäre so Aftercare. Aber so, ich schwatze noch gern so, also nur ums Tag ist das für mich nicht immer so der Moment du leist plakisch neben am Bad, aber so, wow, das ist auch für mich so ein bisschen mehr lang. Also ich fand zum Beispiel
ich checken am Anfang gerne ein Jahr an, so, dass ich sind so, hey, alles okay, wie fühlst du dich? Und das man nicht mehr gerne direkt nur, mir auch vielleicht ein paar Stunden noch oder so den Tag noch, dass ich sind so, hey, wir haben gestern von denen erlebt, so wie fühlst du dich heute mit ein paar Stunden Distanz, mit ein paar Stunden Zeit für das zu verschaffen? Wie fühlst du dich immer da? Und ich hoffe, dass auch rückblickend noch immer alles okay war. Und dann, es ist schon mal, stand mal Feedback, das klingt so technisch, nur so einem Questionnaire, wie zufrieden ich mit meinem Service wäre, das manche nicht. Aber trotzdem, da denke ich so, hey, ich hoffe, das war aber alles so, wie du das erhofft hast, wie du das vorgestellt hast. Wenn du irgendetwas Scheiß von tust, dann nehmen wir das, wenn ich Gift mache, und dann machen wir die nächste Mal besser. So, das fand ich am Anfang auch wichtig. Dass eine Kommunikationskultur hat, an der auch kann sagen, hey, das, was du gemacht hast, so lo am Nachhinein, das war aber nicht so nice, so können wir das nächstes gar nicht machen. Ja, das fand ich auch wichtig. Und ich fand auch wichtig, das nicht nur frohen zu können, mir auch einfach so zu können, wenn ich das so will, und halt auch nicht nur die Sachen, die schlecht wären, wie auch die Sachen, die gut wären. Das hat mir super gut gefallen oder ja, wie du siehst, das wenn nicht so gut können wir die nächste Zeit das machen oder da ein bisschen anders drehen. Was du auch wichtig fand, dass sich da nicht alles so eins zu eins wie so ein abzuschreiben am Kopf oder sich eins zu eins verhalten und zu sagen, das muss ich auswendig lernen und das muss ich genau so machen, weil Menschen sind nun mal halt auch unterschiedlich von der zu der. Also mir fällt das oft auf, dass Sachen, die ich den der mega gut fand, tun, sich den anderen der halt nicht so gut auffühlen oder halt dem Moment nicht so das, was ich will, und dafür einfach Kommunikation ist wichtig. Und das nicht für Enke ja quasi die Probe ausfüllen zu lassen und dann zu sagen, okay, das ist so das ist die Bibel und so lebt es immer. Also das ist für mich auch eine wichtige Message, den in für Gespräche um Sex ich kann 100 Euro schreiben. Absolut. Und sonst für den Rest nur Sex, also rum irgendwie für Sex. Das heißt dann, ich fand so die Gespräche nur Sex, das ist einfach so ein Kreis, das stehst du und den und so. Das Gespräch von wie war das für dich, also auch dann direkt zu das Gespräch so für nächstes Sex, so was gibst du da dafür wünschen. Ich muss auch sagen, so einen anderen Aspekt von dem nur Sex, Gespräche, Kommunikation, also auch mit nicht bedeligte Personen über deine sexuelle Erfahrung schwätzen. Ah ja, das heißt, du schwätzt dann mit Freundinnen darüber, wie der Sex wäre? Ja, ich meine das immens gern, aber ich finde so meine Prinzipien am Anfang. Also ich schwätze, also ich hasse nicht mehr wie so den typisch klischeehaften Locker-Room-Talk. Also Männer, die sich an der Umkleid gegenseitig stummert für eine Bratzen, wo sie war zu welcher Sekunde bei wem rausgestochen. Das fand ich ziemlich ekelhaft. Und ich will nicht, dass ich die so von sexuellen Erfahrungen mit mehr schwätze. Das heißt, das meine ich auch nicht mit Mengen Erfahrungen über andere Leute. Wir schwätzen gerne davon, was die Erfahrung mit mehr gemacht hat. Das heißt, die Gespräche sind dann noch immens ich bezogen. So, ich hatte Sex mit der Person und das hat an mir das und das ausgelöst und ich kann daraus die und die Schluss über mich ziehen und so, das war eine coole Erfahrung, das war eine Männer coole Erfahrung. Also echt so, dass die Gespräche, die ich dann nicht nur mit Freunden und Freundinnen, aber auch die, was mit meinen anderen PartnerInnen haben, sind dann immens auf mich bezogen, weil das für mich einfach ein wichtiger Schritt ist, an meinem Prozess für Sachen zu verschaffen, für mit anderen Leuten drüber zu schwätzen. Aber so prinzipiell habe ich aber auch so das Grundprinzip von Detailer von dem, was zwischen mir und einer anderen Person beim Sex geschehen, die bleiben zwischen uns. Und ich muss auch keinem Gedächtnisprotokoll verlieren von dem, was ich mit der Person gemacht habe. Das gebe ich nicht so cool von, wenn ich das mit mehr machen, also manche doch nicht mit anderen. Wie handhabst du das dann? Ich meine, das ist eine Sache, wo ich einfach frohen kann, auch, also wie viel willst du, dass ich zählen andere Leute, gerade an Beziehungen, wo mehr Leute beteiligt sind wie just zwei, oder wenn ihr mehr Sexualpartnerinnen hat, dann kann das schon einfach
wichtig sind das einfach zu wissen und zu sagen, hey, wie viel kann ich zählen. Ich hatte Phasen, wo ich mehr oder weniger Detailer wissen wollte, also von Rückhängen bis zähl mal, wann gibt es alles. Und wäre auch dann nicht immer ganz einfach für mich für zu verschaffen, die Information von, nee, ich will dir dann erzählen, das ist zwischen mir und der anderen Person und ich muss dir nur für dich froh, ob ich das lieber erzählen will. Und ich will dir vielleicht auch nicht das froh, weil ich schon auch vielleicht gar nicht so viel Lust alle Detailer zu erzählen. Das hat sich im Moment nicht so gut angefühlt. Ich kann das aber immens nachvollziehen und ich fand das am Anfang auch ein ganz guter Gedanke, so wie du das handhabst, als Prinzip zu haben, zu sagen, ich zähle nicht so viel. Und vielleicht gibt es Leute, die keine Probleme mit der haben oder die das sogar wollen, der den mehr darüber erzählt oder der die gewissen Details erzählt. Das kann ja auch ganz okay sein, das kann ja auch eine coole Erfahrung sein für Sachen zu teilen. Wie viel Detailer das dann immer sind, das ist dann den einzelnen Personen über los, mir einfach Sachen mitzuteilen, auch davon zu lernen, hey, das klingt interessant, wie wäre das dann, wo ich hätte das genau gemäht. Du kannst ja auch etwas davon lernen, auch für dich selber. Also nicht nur vom Erzählen, aber auch vom Nachlauschen. Aber ich hängt natürlich immer davon auf, wie der Konsens bei all den Beteiligten ist. Und gerade wenn zwei Personen über Sex schwätzen, wo sie nicht allen zwei beteiligt wären, dann ist meistens eine Person, die beteiligt wäre, nicht am Raum, kann da nicht irgendwie hier wo dazu gehen oder kann nicht Konsens gehen. Das heißt, da ist es schon wichtig für mit ihren Sexualpartnerinnen zu schwätzen, hey, ich gebe das du gerne mit einem Freund, einer Freundin bequatschen, ist das okay, ich gebe auch nicht so viel zählen oder ich gebe gerne das und das zählen. Das sind manchmal so die Prinzipien, wie ich das handhaben. Nur diese Prinzipien handhaben ich natürlich auch. Und ich freue noch immer die Personen, mit denen ich will drüber schwatzen, ob das okay ist. Also, weil ich von denen auch rasch drauf nur Konsens gefreut zu gehen. Gerade wenn es Leute sind, mit denen ich nicht an einer rein platonischer Beziehung sehen, als mir das eigentlich mehr wichtig zu fragen, hey, ich hatte mit der und der Person oder ich hatte einfach eine sexuelle Erfahrung, darf ich davon zählen, was das mit mir gemacht wird, so, weil ich schon ein Bedürfnis für darüber zu schwatzen und du bist eine Person, mit der ich gerne Gift darüber schwatzen, mir ist das okay für dich. Und wenn die Person da sieht, hun haut wirklich nicht den Headspace dafür oder will das in general nicht, dann muss ich das natürlich respektieren und dann muss ich meine andere Person sichern, wenn ich mit einer anderen Person will drüber schätzen und die dann nur Konsens freuen. Schmengen mir holo alles durchgeschwart, ob man es der Schnelldurchlauf von der Kommunikation Firo während am Nomsex an 100 hier auch der Mythos entkräftet, der den vielleicht die behandelt, muss man nicht schwätzen an dat het irgendwie so floget den man kann followen. Ich fand dat immer noch interessant, das wirklich sehr die mich bisschen beschäftigt. Ja, mich auch. Weil scheint so schon gefühl und okay, die Sachen ergehen sich, aber vielleicht ergehen sie sich auch einfach, weil ihn schon viel drüber geschwart wird, weil ihn schon weiß, die Person hat dann das gern. Und weil die Momente dann so klein sind, dass sie nicht so viel an Gewicht fallen. Also ich muss so, und die Personen, mit denen ich am unkompliziertesten Sex habe, sind einfach die, mit denen ich, ehe ich Sex habe, ein langes Gespräch drüber hat, hey, was sind als Vierläuften und einfach so, wie wollen wir das handhaben? Und da kann es doch sehen, dass das so ein bisschen so sich ergöt an die Manns float und nicht mehr wirklich so viel muss man nicht schwatzen. Aber das Schwatzen wurde ja doch schon ein anderer Platz an der Zeit gemacht, so nicht normal. Und das konnte ja dann nicht einfach ignorieren. So, für gut nicht man den zu schwatzen. Also den Dinge von, guck dir sich an und wie sehen, was die andere Person will, fand ich nicht absolut absurd, mir auch gefährlich. Das ist so wichtig zu sagen, für einfach nicht an Gefahr zu laufen, für Fehler zu machen und für Sex zu haben, wo dann Leute nicht mehr Konsens können gehen oder kein Konsens mehr haben. Ja, weil ich muss auch sagen, ich merke noch bei Gesprächen über Sex mit neuen Leuten, wie wohl ich mich am Anfang mit ihnen wirklich fühle. Also auch in ihren Reaktionen, das ist für mich so du deelst sich den Weg einkehr, so entweder der Weg geht weiter Richtung, irgendwann werdet wahrscheinlich zu Sex kommen, ich will Sex mit der Person oder es geht in die komplett andere Richtung, dass ich in der Reaktion von der Person, wie sie mit dem Thema umgeht, einfach merken, dass du einmal so viel Red Flags auftauchen, dass ich einfach so, um Gottes Willen, was auch immer mich bis geritten hat, dass ich das noch nicht bemerkt habe und dass ich Sex mit der Person wollte, ist das nicht mehr der Fall.
Okay, ich denke, wir haben alles beschwert. Wünschen ich live Nullausstellerinnen viel Spaß beim Schmerzen. Über Sex, Fiedron, während dem an der No. Wir haben viel Sachen gelernt, nämlich Sex, der auch seriös sind. Der wir noch Erleuchtungen haben während dem Sex. Mein Lieblingszitat von dieser Episode ist definitiv nur um Sex als für Sex. Nach dem Motto, nur der Episode als führender Episode, wir wünschen euch alles Gutes. Bis geschwind. Bis geschwind. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreiweis auf sax@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mal ernehmen nennen. Über Feedback freue meist immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung von der Direction de la Santé am Kader vom Nationalen Aktionsplan Santé affektive et sexuell. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Direction de la Santé an de CESAS gehen all Responsabilität und den Inhalter von diesem Podcast auf.